Prison, prison. Wir feiern Prison, prison. Wir feiern Prison, prison. Guten Abend bei Dickrich TV oder besser gesagt, guten Mittag. Ich stehe hier Start von der 56. Dickricher Kavalkade. Wir stehen hier Wohn vom ESD-Verein, die das ganz möglich machen, die das ganze Jahr Kavalkade organisieren. Und der Teil, das wirklich ein richtiger Tresor mit Süßigkeiten überall, die hier werden verteilt gehen. Also die Stimmung hier, die klimmt und es ist spannend. Wir feiern Prison, prison. Wir feiern Prison, prison. Wir feiern Prison, prison. Ja, die hat wirklich hart geschafft, das ganze Jahr. Wie viel denn ist dann noch kurz ihre Last geht, Stimmung halt die brennt richtig. Also ich soll kurz sagen, da über der Koch ist gegangen, du between durchstehen und was ich das schon wen gesehen, das ist phänomenal. Jungen Peterscher, ob alt oder jung, egal, sie haben wunderbar in den Wehen geschafft. Also ich meine, wir kriegen ganz, ganz schön dazu. Und für der Fall und nicht so terribel annonciert, es hält sich aber an, es sind noch viele Leute schon gekommen. Also für das, weil ein ganz kleiner Schauer kommt, der Moje wird unterdrücken und ich denke, sie sollen immer bei der Seite öfen und es wird eine frische Kavalkade, eine Flotkavalkade geben. Die lustig, egal wie von der Besserene durchfallen. Weil so lange keine alte Frau vom Himmel fallen geht. An meiser Sauerstadt mir DJs immer bei Kängud an der Kopf. Tanze feure Lachen aus Eisenjob. Ja, der gesitzten Cortège hat angefangen, die Stimmung ist gut, rundherum ist überall gut Laune. Besonders Eltern, die konnten aber so richtig profitieren, weil der ESD-Verein hat ihnen einen wunderbaren Family Place angerichtet. Verschiedene Family Places speziell für Leute mit Kanner waren zwar schon die Jahre für Drogin. Hier aber gouf ein ganz groß Platz für Wirtschens Schlosser gerichtet mit Animation für Kanner und natürlich etwas zu essen und zu trinken. Das scheint auch Leute außerhalb von Dickrich angezogen zu haben. On cherchait des plans pour faire avec nos enfants et bon, on a trouvé sur internet qu'il y avait les carnavals ici à Dickrich et qu'il y avait une partie spéciale pour la famille et bon, qu'on a décidé de venir ici. We live in the city, Luxembourg City, sorry. We came with some friends who are from here. Over there, yeah. We are happy to have this family place. Wonderful, yes. Wir sind gerade angekommen, für ehrlich zu sein. Und wir haben mal etwas zu essen geholt. Hier gibt es ziemlich alles. Dessert, Getränks und auch kleine Würstchen. Und schauen wir mal den Tour machen, ein bisschen gucken, was so hier lebt. Mit das wirklich Family-Vibe hier. Besonders belebt dabei der kleine Molatelier, wo ich den richtigen Fußentlook verpasst kriegen. Und nicht allein aber können heute Eltern mit ihren Kindern ganz rote Cortèges bewähren, ohne müssen Angst zu haben, dass sie klein mit Leuten mit zu viel Alkohol am Blut in Kontakt geraten. Und die Eltern, die müssen an einem Eurobalkohol verzichten. Dieses Safe Place wird sich auch in Zukunft nach seinem Platz Parcours von der Kavalkade behalten. Für ein paar Wochen gibt es zu Dickrich ein wohl nicht lang, aber nicht minder wichtig Feier. Die Ovation für die neuen Politiker an von Dickrich ein Event vom Syndikat d'Initiative. Et ass schon e besorhiwende so eng Ovation déierung vun den neien Dickrecher Politiker vu an engem soch déimerzi gesot kreen, déi lo net mi mat dobei sinn. Traditionell geht et dobei fir d'Eichtmol mat fir op der Musik am Cortège vun der Gemeng bis bei d'Alseerei, wo die eigentlich Feier da stattfind. An do kreen sie Alter vom Präsident vom Syndikat d'Initiative merci gesot fir ihren Ersatz. Tradition vun der Ovation zu Dickrich as Anfang, dass mir Gemengen Politiker an noch Deputéierten eieren. Das für sich für alles ein ganz großer Stolz, dass wir Dickricher Leute an der Chamber hunn, an für Politiker, ich meine, die müssen aber für geeiert gehen, was sie drin auch kennt. Wir haben eine ganz enge Beziehung mit der Gemeinde, das heißt, das ist auch
denken ich nicht in der Gemeinde sich selber danach zu ehren. Dafür sind wir als Handicap aber auch da, durch die gute Zusammenarbeit, dass wir ja doch wollen aufreieren. Das ist ganz interessant, da denke ich mitgemacht zu haben, weil ich weiß am Anfang nicht genau, wie das ging auflaufen, aber das ist aber ganz interessant, dass zu sehen, die geehrt zu gehen, das aber viel sich geehrt, wenn ich geehrt wird natürlich, dass eine Frau die Aufgabe hinkriegt zu haben und ja, so geht da bis noch weiter. Geeiert gin hun Eichstalin natürlich déi die eng neii Funktionun kroten. So kann en dann noch purmoll mat vun der Party sinn. De Cheffe José Lopez zum Beispiel gouf schon emol 2018 als neue Conseil geeiert, Lodern als neue Schaffen. Wie hinners de Zeremonie méi wie ëmmen eng perélech eier. Spannend, dat eng immens wichtig Tradition, dats eng Tradition mat der man demokratisch liewen. Ha zu Dickrich an noch überhaupt op andere Plätzen sech déi eier mat der eier würdegen die verdingt. Schalen dat fir eng Flottradition wie man dat zu Dickrich nicht für andere Plätzen mis de Ball voll ganz froh, dat man et gemerk hunn, an is die ganz Hofestopp, dat de Schnowen kon als Schaffen ovationéiert gin. Und da geht es bei dieser Feier jo auch darum, dass die Leute aus den Vereinen und Administrationen an Dickrich hier neue Politiker, Politikerinnen kennenlernen und umgedreht für gegenseitig den Puls zu fühlen, wo du schon direkt auf was da geht, kann gemacht gehen. Ich meine, die Version von den neuen Gemengepappen ist eine wichtige Sache für die Vereine alle gut. Das ist wichtig, dass wir alle gut zusammen schaffen. Gemeng mit dies, wir mit den Gemengen. Dafür ist es dann noch wichtig für so einen Abend wie das hier, wo dann ein bisschen offiziell, mit einer Woche ein bisschen mit den gefeiert wird, für dort präsent zu sein und eine Akt Präsenz zu machen, für zu weisen, dass wir da sind. Das natürlich immer flotte Traditionen aufrecht zu erhalten, weil sie viele Sachen, die an dieser Hauptstadtzeit wegfallen, und dann ist es flott, so Traditionen beizubehalten. Und ich meine, dass in der wo die Gewählten wirklich am Vordergrund stehen und dass in der den hinnen gewidmet ist. Die Leute machen viel Arbeit, sie investieren viel, sie machen ganz viel auch am Benevol. Und ich fand es dafür flott, dass die Leute auch mal ein Jahr am Vordergrund stehen, in der hinnen gewidmet ist. Dafür fand ich schon, dass das eine flotte Tradition ist, die so soll weiter bestehen. Aber wenn sich sollt wundern, dass du Deputierte Claude Hagen nicht bei dieser Feier dabei war, hier war zu dem Moment als Vertreter von der Chambre bei der Observation von den Wahlen Kasachstan am Ersatz. Voilà, wir sind ein bisschen weitergezogen am Cortège. Ich stehe noch hier auf der Kloster, eng von den zwei Plätzen, wo während der Kavalkade mal so richtig eng Klasse ist. Das ist eine ganz spannende Geschichte, wie sich hier immer durchgleich gewollt zu kriegen, aber auch nach etwas vom Cortège zu blicken. Spannend wäre der auch schon für ein paar Wochen zu Dickrich, wie am Kulturhaus Schriftstellerin Monique Felsen ihren neuen Krimi vorgestellt hat, Schatten über die Kirche. Wie kennt sie wohl nicht? Die Schriftstellerin Monique Felsen, die mit ihrem Kommissar Becker Krimien eine grosse Fangemeinschaft hat sich versammelt hat. Und die waren zum Delorum Rendezvous wie den 19. Januar zu Dickrich am Kulturhaus jetzt nennt Neidbuch Schatten über die Kirche vorgestellt gouf. Eng Story, bei der auch die Geschichte vom Esel und Kirchturm eine Rolle spielt, den 2013 den Hund von Fiedrunner setzt. Bei ihrer Recherche für das Buch wird Monique Felsen direkt von dem Event gepackt. Und du hast gewusst, ja, das gibt wirklich eine flotte Krimi. Und du hast auch eine Geschichte, wie gesagt, von 4 bis 10 direkt. Ich habe kurz den Hund draufgeholt, Niesel ist drauf, du gehst den ermocht, voilà, und das dann du weinst, dann du hast dann an dem Hund oben, du hast einen Bullen nach, du hast dann ein Geheimnis dran, vielleicht so ein Diamant. Ich hatte schon so eine Geschichte. Aber ich kann nicht mehr so, das Buch hat sich noch ganz, ganz ernst entwickelt. Und das am Anfang Leser herauszufinden, wo den Zusammenhang ist. Den Hund an den Esel, mit dem Schluss eben von der Geschichte, man macht alles, und die werde ich wundern, weil ich meine nicht, dass der Stadt gedurcht hat.
An da fängt der Romanschatten über die Kirche direkt mit der Eselsgeschichte an. Vorbei an der Reihe von der Protestler Nicole Rizzo, dem Chef vom Service Technik, seine Ex-Frau. Für ich auf 4 geschmart zu gehen, habe ich einen kleinen Extra aus der Lesung. Die Polizei hatte bereits vor dem Gebäude Posten bezogen. Der Bürgermeister, umgeben von einigen Beamten, stand mit ernster Miene auf dem obersten Treppenabsatz. Die Menschenmenge drängte sich am Fuße der Treppe und brüllte weiter ihren Schlachtruf. Der Bürgermeister bat mit beschwichtigenden Gesten um Ruhe. Danke, ich danke euch. Danke, dass ihr mich zu Wort kommen lasst. Wo ist der Hahn? Brüllte Nicole ins Megafon. Der Bürgermeister erkannte Nicole Rizzo sofort. Es wunderte ihn nicht, dass sie den Protestmarsch anführte. Seit ihr Mann, der dem technischen Dienst der Verwaltung vorstand, sie verlassen hatte, ließ sie keine Gelegenheit aus, bei der Gemeinde Beschwerden einzureichen. Sie fand überall ein Haar in der Suppe. Dabei konnte er verstehen, dass sein Mitarbeiter sie verlassen hatte. Er hätte es keinen einzigen Tag mit Nicole Rizzo ausgehalten. Wie wohl du an der Gemengenadministration engem Verbrechen zummer verfällt, aber die ganze Geschichte wirklich mal Mirsel am Hund zu den hat, das müssen die Leser lo selber rausfinden. Das aber sicher, die Autorin weiß, wo was sie schreibt, hat sie doch als Jungfrau zu Dickrich gewohnt, war aber auch als Kant, auch am Internet Notre Dame de Lourdes innerburcht. Ein Erlebnis war dabei besonders hängen geblieben. Schon ein paar Souveniren darunter an ein Delnisch Lomadisch. Ich bin ein bisschen Mauer gegangen, erwischt gehen, retenu. Ich musste den Weekend da bleiben. Ich habe den Boden geschrubbt. An der Bausen Stunde musste ich Blätter abrafen. An all Chaos, wenn ich ein paar Blätter zusammen hatte, da kam ich Wandstoß. Es war ein Sisyphus-Arbeit, mit das mal am Kopf blieben. Mir egal, es war ein schönes Jahr. Und ich war traurig, dass ich dann musste, obwohl ich noch an die Lycée gehen, weil meine Mama dann geplündert ist, obwohl es. Einfach an der Monique Felschen ihre Bücher als alles frei erfund, auch wenn sie zoget, der einfach Gesichter am Kopf zu haben, was sie schreibt. Das ist so, 4 an den Büchern steht ja immer, alle Personen an diesem Buch und Geschehnisse sind erfunden. Und du hältst mich auch drauf, natürlich, du verstehst es dran. Was an meinem Kopf ist, das bleibt an meinem Kopf. Natürlich stelle ich mir bei verschiedenen Sachen Leute vor. Mein Tom Becker, den habe ich zwar erfunden für rund viele Jahre, aber es gibt immer Menschen, die wissen es nicht. Die gesehen ich. Und wenn ich dann vom Tom Becker Charakter ziehe, mal sich oder Gesten oder so, dann denke ich die Person. Und ja, an meinen Büchern, da sind Leute, da sind ich, ne? Aber jeder darf sich das vorstellen, wie er will. Aber wie gesagt, das ist alles frei erfunden. Also mal gucken, wem seine Allüren an diesem Buch zu kennen sind. Schatten über die Kirche verspricht auf alle Fall richtig interessant zu gehen. Etwas sie schon gesagt, an den Monique Felschen Krimien gibt es voll Spannung, aber es fließt kein Blut. Also auch etwas für Zartpflanzercher. Stimmung für die Kavalkade 2024 als richtig gut. Überall als ein Lauskleid sind happy, für der hält sich, alles an der Reihe. Und genau so, wenn auch ein bisschen mehr gedämmte Stimmung, wäre beim Eurocross vom Celtic Dickrich. Wir wären für euch bei der Edition 2024 dabei. Seit über 50 Mal gibt den Eurocross zu Dickrich schon well ausgedrohen. Parallel dazu gibt es immer schon ein Cross populär für Leute, die nicht lizenziert sind. Den heißt weil Eurotrail erlebt von Lo noch nicht nur über 13, sondern auch noch über 19 Kilometer. Einfach als das egal wie nicht. Das ist schon anstrengend. Geht relativ viel wie Job. Und das zeigt doch viel am Bus geschafft. Das ist das Bulli, also richtigen Trail. Das aber nicht beim Trailer sehr flott, weil du nicht so genau auf Zeit geht. Wie bei einer Straßenkurs, wo genau guckt, bei 10 Kilometer sind so viel gelaufen, aber bei 15 so. Ich kann eigentlich nicht laufen, das ist aber schon anstrengend. Anstrengend sind auch Präparativen für den Organisateur des Celtic Dickrich. Müssen daheim auf den üblichen Organisationstaschen auch Autorisationen am Vierfeld gefragt gehen, weil die Strecke über die Nobisch-Gemenge lebt.
Die Matmacher freuen sich dafür aber umso mehr auf das Flottstreck. Also ich komme aus Ettelbrück, also ich wohne nicht weit und ja, es ist schon 6. Mal, ich laufe hier. Es ist sehr schön, besonders im Februar, es gibt nicht so viele Veranstaltungen, sehr schön. Ich komme von Kapellen und ich bin beim Triespeed am Club und ja genau, dafür machen wir als Gruppe auch bei 13 Kilometer Eurotrail. Und ja, voilà. Ich freue mich auf einen Flottkurs mal ein bisschen Kabarov, hoffentlich nicht viel Bulli. Ja, absolut. Geht hier was Böscher, heute zu Dickrich rauf an der Nordstadt bis Richtung Bar, Richtung Scheren, und dann am Heizreck, und dann kommen wir am Haijun. Das ist immens flott. Ja. Die Stimmung rund um die Sportsaal an der Rue Merten ist dann noch richtig gelöst. Alle Menschen happy, dass es endlich wird losgehen. Das ist eigentlich groß, richtig groß wird, weil wenn du groß einfach wegen dritten Dinge laufen, das ist nicht so interessant. Und das ist aber trotzdem gut. Die Gemeinde hat da ganz gut geschafft, dass man nicht zu viel Bulli haben, dass Leute nicht vorhanden am Bulli gehen, hauptsächlich wo du geschafft hast, sodass es eigentlich ideale Konditionen sind. Knapp sind die ersten Norweger so schon den ersten Start für den Eurocross. Das ist eng von 7 Kursen, die über die Saison laufen. Die läuft für den Championat, den dieses Jahr im März wird zu Ettelbrück aufgehalten gehen. Dem ist den Eurocross auch ein bisschen ein Abwärmprogramm für das Championat. Ein Streik auf alle Fall wesentlich mehr kurz wie die vom Eurotrail. Es sollte noch nicht lang dauern, bis die Gewinner von der ersten Kurs schon feststehen. Auf Platz Nummer 1 Sarah Piech, was die 4,2 Kilometer bergab durch den Busch nicht für dicht gelaufen ist. Und merkt, das hat von Cross zu Cross immer besser geht. War ich ganz froh, heute gewonnen zu haben. Nicht so ein einfacher Kurs, wenn es ein Bier ist. Aber ja, ich bin aber ganz froh. Und ich sehe aber den Kleinsten, er hat einen Meter gekämpft. Und hat den Bauer recht Schluss, so lange muss er durchhalten. Besonders spannend beim Eurocross sind auf den Hauptkursen die Paare von den ganz Kleinen, über 500 Meter. Sie sollen heute Feeling und Lust um Laufen kriegen. Ein Kurs, der immer große Success hat. Bei den Damen überdems gesäite ziemlich rausch aus Depart. Eng vu 6 Läferinnen aus Liesweiler von Diddling, den enger Babypaus zur Zeit is probiert, motonale Leistungen unzuknappen. Cross-Saison aus hier liebsten Zeit am Jahr für einen guten Abbau für den Sommer zu kreieren. Also Dickrich lebt sie en plus richtig gern. Ganz gut, dass sie noch als Champion gehen, und das wirklich eben meine Lieblingscrosse, weil es wirklich am Busch gut darauf geht, auch schwer Cross aus, und nicht Cross. Wo ein Ziel, wo der Welt hin? Ja, ich probiere neben auf das Podium zu kommen. Für die erste Platz sollte es nicht durchgehen, aber die Liesweiler hat N einen exzellenten zweiten Platz rausgeschlagen. Ziel dem nur auch recht. Ich habe die Impression, dass wirklich auch alles gehen. Ja. Ja. Das ist eigentlich wichtig, auch wirklich an der Kurs zu sein. Ja, das ist mir ganz wichtig. Ich fand immer so ein Aber, sein Leben weiter mal fit und auch mal kann, er kann alles an den Hut kriegen. Das steht mittlerweile auch die Gewinner vom Eurotrail über 13 Kilometer fest und erster Platz der Flavio Coimbra vom CSN Kiew. Wir hatten viel Montehen, auf verschiedenen Plätzen war viel Bulli, dafür wäre es hart, aber ich mein Berg gehen, ich alles gehen und ich habe auch gut trainiert, dafür aus der Vergangenheit. Auf der dritten Platz über dem sein Frau, der noch nicht lizenziert, das aber stark darüber nachdenkt. Natalie Velitschkina hat schon über 10 Mal beim Dickrischen Eurotrail mitgemacht. Das ist ihr absolut Lieblingsstreck. In the beginning it was hard, and in the middle was nice, and it's a nice view. By the 7 kilometer, everything is around. It's so beautiful. And the last between 11 and 12, it's hard again because you need to turn. And then the 12 and the 13 is just down. I could speed up. It was really nice. Super cool.
Einfach as wohl net den Eurotrail awer fir Leiit oni Training zu machen. Fir bei zum Beispiel Chorer, den recht fir runne pur Wochen überhaupt mam Training ugefangen huet. Anstrengend, weil ich trainiert, dann ist natürlich so eine Sache. Der Bob war ein ordentlich Lokomotiv, wenn wir zusammen ein bisschen Gas gehen und quasi zusammen kommen. Ja, war flott Parcours, flott Konditionen am Bulli. Froh, dass ich komme sehen. Als wie viel seid ihr da gelandet? Keine Ahnung, 5. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel ich gesehen, keine Ahnung. 4, 5, 6. Ich weiß nicht. Oder um die 10, voilà. Ja, nicht schlecht für nicht viel Training. Ich bin echt zufrieden. Da gehen Stüchchen, dann geht Bayer und dann hast du gute Sonntag gewesen. An dat ass en Numen och den Eurocross an Eurotrail e Fest, bei dem sech Gleichgesinnter ze Summe fannen, an eng gut Zeit hunn, erfollech hin oder her. Du präsentieren wir auf Dickrich TV Joralke seg ausländisch Communityit ha vun Dickrich Leiit vu weit hier, déi den Wehainer von hun ha eng nei hemisch tun an Haut. Do wollte Mariech eng Kapverdianerin präsentieren. E depois ainda põe fourchette e com dinheiro pequenote, né? Donna Martins, 43 Jahre, ist die Neuschaffin vom Maison Musica zu Dickrich. Mam von 2 Kanner hat kapverdianisch Wurzeln, als er von Portugal auf die Welt kam. An der Lo wohnt sie schon bald 15 Jahre hier am Land. Weil sie sich vom Pap von ihrem Mädchen getrennt hat, wollte sie dem uns einfach alles an Rose schlossen und neu aufhängen. Bei ihrem Bruder, den zu dem Moment schon zu Lützeburg gewohnt hat. Ihren Beruf als Coiffeuse hat sie dann einfach mal vergessen. Quand j'arrivais ici, j'ai essayé de trouver, mais c'était difficile parce que je ne parlais pas du tout français. C'est que le portugais et le créole. Et là, bon, ça a commencé la difficulté. J'ai dit, j'ai laissé 12 enfants au Portugal avec ma mère. Là, j'ai pris des travails de ménage. Je suis merci quand même. J'ai bien travaillé jusqu'à 2023 dans le ménage. Neben ihrer Haushaltsarbeit hat sie von Anfang an auch immer Waren nach Portugal und späterhin auch nach Brasilien abgekauft, die sie zu Lützeburg weiterverkauft hat. Auch wenn sie 2 Jahre nach ihrer Arrivée zu Lützeburg auf Battlebreak geplündert ist, an ihr Kanner an ihr älteren Nachkommen gelassen haben. Wie dann 2018 an den Showmarsch gekommen ist, da wollte sie aber auch richtig Geschäft machen. Allerdings hat sie aufgeraten, das wird zu kompliziert. Damit wollte die experimentierfreudige Frau sich nicht zufrieden gehen. J'ai cherché sur Internet, j'ai parti aux chambres de commerce. Ils ont tout expliqué, ils ont donné un papier à remplir. J'ai fait tout ce qu'ils ont dit. Après une semaine, j'ai reçu l'autorisation de commerce à la maison. J'ai fait la fête. Pour moi, c'est une grande fête. Hautlo als Donna Martins etabliert Geschäftsfrau mit engem afro-brasilianische Boutique zu Ettelbruck sowie mit engem Eventlokal zu Dickrich. Heilo sind sie bei den Präparativen für eine Geburtstagsparty an ihrem Lokal. Bis dahin aber war kein einfacher Weg für sie, besonders am Anfang, wo sie ganz allein war. Je dis que j'ai pleuré beaucoup parce que oui, j'ai senti, il m'a manqué ma famille, mes enfants. Oui. Et c'était pas facile hein, de travailler 12 heures par jour. Quand on rentre à la maison, on est toute seule, on ne parle pas avec les gens et tout ça. Maintenant, c'était bien. Eine richtig Success-Story also von einer jungen Frau, die sich einfach getraut hat, etwas aus ihrem Leben zu machen. An ihrem Lokal zu Dickrich organisiert sie Musikevents, ein Brunch mit kapverdianischen Menüen sowie einem Zumba-Kur. Dabei kommen Spezialevents für Kanner, auch geplant als schon ein Kizomba-Kur. Das Lokal kann ihn darüber auch lohnen. Donna Martins bereitet nicht aus ihrer Heimat fortgezogen zu sein. J'ai pleuré déjà ici beaucoup au Luxembourg, beaucoup, mais aujourd'hui je suis fière de moi. Dabei fühlt sie sich gut an Dickrich abgeholt und hofft, hier in Zukunft mit Leuten von allen Kulturen zusammen zu schaffen. Die Maison Musica soll nicht nur ein Lokal für Kapverdianer sein.
auf der Kavalkade 2024 zu Dickrich, ein Fest mit einer ganz langer Tradition, schon den 28. Februar 1870 aus den ersten Cortège durch die Stadt Dickrich gezogen. An unserer Rubrik 1 Minute zurückgeguckt, was möchten einmal die wichtigsten Eckpunkte von diesem großartigen Fest. Allerrechte Kehr gouf Kavalkade 1870 lanciert. Bis 2024 gouft es am ganzen eng 56 Mal aufgehalten. Für den 150. Anniversär für 4 Jahre gouf an engem Buch an enger Expo nochmal die ganze Geschichte von der Dickrischer Fusend auf 4 gehoven. Neben den praktischen Kavalkaden, die früher am nach engem Thema gelaufen sind, gouf nicht auch ein Partydeck besichte Baller. Nur 1954 aber war mal ein 4. Jahrhundert Schluss mit der Kavalkade. Just den legendären Hippigsball wurde dann derzeit fertiggebracht, dass die Dickrischer Fusend weiterhin bekannt blieb. Neuen Driftgrut Kavalkade reicht, nachdem an den 70er Jahren den ESD-Verein gegründet wurde. 1979 als Kavalkade dem nur feste Bestandteil vom gesellschaftlichen Leben an Dickrich. Just 1991 und 2021 wurde das Center hier aufgesucht, einmal wegen dem Golfkrieg und einmal wegen der Pandemie. 2022 gouf dowens doch exceptionell am Mee gefeiert. Zanter dem Datum lief die Dickrischer Kavalkade en neue Boom mat engem Rekord vu 35.000 Visiteuren am Jahr 2023. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Ein anderen wichtigen Event am Kulturkalender zu Dickrich steht als 2 Jahre den A Cappella Festival vom Kulturcenter KP zu Ettelbruck. Sowohl den Auftakt wie auch den Aufschlusskonzert sind auch hier zu Dickrich an der Raller Kirche und die war auch die Kirche gut gefällt. Donnerste Joven 25. Januar an der Alain-Laurentius-Kirche zu Dickrich. Der ganz bekannten deutschen A Cappella-Gruppe Ciela mischt heute Auftakt vom KB Singen A Cappella-Festival, den all 2 Jahre zu Dickrich und zu Ettelbruck stattfindet. Und noch die Kirche ist die Kirche ist komplett gefüllt. Sicher fällt nicht viele so Festivals an der Gegend gibt, für allem aber Weltqualität, europäisch Renommee genießt. Ciela-Sängerinnen, die schaffen schon seit 2005 zu summen. Mir den noch am Anfang die jahrelange Erfahrung, die sie haben, dass mir an ihre Stimmen, dass das studiert, das geht nicht irgendwie tonlich auseinander, das just das am Anfang 110%. Das ist das, was sie wirklich ausmacht. Ciela, das ist ein skandinavisches Wort für Seil, Quella, das ist Seil. Und voilà, das ist am Anfang Seil, ihre Körper, das ist alles enge Expression, das kommt über die Stimme raus. Sech dürfen keine Instrumente beim A Cappella benutzt gehen. Für Ciela aber goufe eine kleine Exception. Für ein Lied durften sie Gläser setzen. Für den Rest aber gouf frei A Cappella als enger höchster Stufe durchgestellt. Dabei war de Programme ganz variierten, von sphärische Klang bis bei mir perkussiv Elemente.
Der Unzähungskraft von diesem Gesang konnte sich einfach kein entziehen. Das Jella-Konzert hat einfach kein Kalgelos am Publikum, umso mehr, weil immerhin auch vielleicht selber Experienz am Sangen haben. Je crois que c'est de la magie pure. Ce que ces dames font avec leur voix dépasse ma compréhension. Et c'est incroyable le travail à tous les niveaux de recherche des pièces, de composition, d'intonation, de travail acharné. C'est très, très haut niveau. Die nordisch Musiker so schön, die her, die gehen nicht so oft. Die ganz schöne Volkslieder und wie die arrangiert waren, das war einfach exceptionnel, das war ein einziger Genuss. C'était vraiment angélique, des super voix, des super ensemble, c'était génial. Die Intonation war perfekt und also mit der Akustik und mit der Dynamik, es hat alles gepasst. Es war also wirklich was für die Seele, so wie der Name von der Gruppe sagt, es ist was für die Seele. Natürlich können die Konzerte noch so eine starke Wirkung haben, weil der Kader an der Haller Kirche wirklich ideal für Stimmgesang ist. Nicht für nichts kommen viele Gruppen immer auf die Kirche, auch Ciela war nicht für die Teil und hat aus der Ursache sogar schon Prof verlängert gehabt. Das werde ich immer auch dem dickerischer Schafferrot so an Schied verrengen, mit dem schwätzen über das Kirche, das Bijou, das ist ein akustische Bijou, den dickerisch hat, auch ein Patrimoines-Bijou, das muss ich noch so das einfach Konzerne zu organisieren, ist nicht das ist eine Pflicht, komme ich nicht mal so. Die dickerische Gemeinde wird dieses Festival dann noch in Zukunft immer nächst gerne unterstützen, auch weil es eine gemeinschaftliche Nordstadtmanifestation ist. Das exemplarisch auch zusammenarbeit beim KP am Kontext von der Nordstadt ist das extrem wichtig, dass wir Kultur zusammen, Kultur heischhalten an so Eventen wie die Heim mit einer extremer Qualität, dass wir die delen zu Ettelbrück am KP noch zu dicker Generaler Kirche, die ein Manifest ein wunderbarer Kader ist für so eine Musik, für Gesangsmusik, für Miesenloven hier. Wie weiß, vielleicht geht es dann demnächst ein richtigen Nordstadt A Cappella Festival, den an alle Gemenge wird ausgedroht gehen und in dem nur noch mehr groß wird sein. Das Jella-Sängerinnen, die sich auch um Patron-Konzert zufrieden gewesen haben, dürfte das sicher gefallen. Wir feiern Präsent, wir feiern Präsent, wir feiern Präsent, wir feiern Präsent. Zurück zu Dickrich, dann kommen so los die letzten Wehen drauf nicht la Garon. Kavalkade 2024 geht ihre Männer entgegen. Und auch diese Edition hat darum gewesen, dass Dickrich ohne Kavalkade einfach nicht mehr denkbar ist. Es war eine super Kavalkade, auch trotzdem wieder die kleinen Schauren, die kommen sind. Also, wenn ich gucke, Leute waren zufrieden. Aber für allem die Wehen, die das dabei waren. Du war mehr flott wie den anderen. Also, sie haben sich alle Guten so viel mehr gehen, das ist phänomenal. Ende gut, alles gut, wir können nicht dem nur schon lo. Rendezvous für die Kavalkade 2025 gehen. Voilà, das war dann von der Kavalkade 2024 bei zu Dickrich, die auch dicken ist. Fantastisch war, ich hoffe, wir konnten die Stimmung rüberbringen bei ihr an Stuff. Hier war es auf alle Fall wirklich gelungen. Und damit los natürlich noch zum Schluss mit der Agenda, weil auch nur der Kavalkade bleibt Dickrich natürlich nicht stehen. Wie soll man immer neue Patchen. Das ist auch Zeit. Das ist schon da, aber Poli. Nur der Kavalkade, aus 400 Kavalkade.
De 25. Februar owes invitéieren d'Ami de Lorco be Konzer am Organist Jill Leiers an der Dekanatskirch. Ufang vum Konzer 6, d'Andreas gratis, et ass eng Käit fir gesinn. Den 8. März als internationale Frauendach fir déi Geleenheet gëtt an der Croix-Rouge hirem Homehaus an der Avenue de la Gare eng Journée de Bien-être aufgehalen an zu Summenarbecht mat der Commission du Vivre Ensemble interkulturell an der Commission de Legalité ass fir de Frauendach vu 7 Auer Owesun or eng Soirée am Internatschus Schmidt geplant. Den 9. März dann geht am Kulturhaus d'Expo 2 Benech op, wo die 4 ganz ënnerschiedlech Künstler Astrid Breuer, Christophe Poissonnier, Janine Maillet an Armand Weber openg zum Deel ganz humoristisch Manéier hier Rencontren am Bereich vun der Deieren am Mënschewelt zum Beispiel ginn, dazu voller Bilder wie eure Skulpturen. Kurz firm Freier Sofang gëtt dann noch Zeit fir d'Botsaktiun vum lokale Fëscherclub de 16.3. um 9 Uhr Moes ass der Rendevous mat Namid La Pêche op der Abenteuerspielplatz am Gemengepark fir vun do aus ze Summe Landsch Zauer ze marschéieren an den Dreck an der Landschaft opzerafen. Fir Merci ze soen gëtt hunn no Pat, déi vun der Gemeng afréiert ass. Den Dach drop dann gëtt so richtig sportlech von de Celtic sein 20. Nordstadtsemmi lancéiert, gelaf gët iwwer 15 oder 21 Kilometer je nodem wie en Formers an dat op de gewinnte Parcouren. 10:30 ass de Rendevous im Stadion zu Dickrech, de Parastum 11 Auer Präinskriptionen lafen bis den 14. März. Stuck in between